Servus und herzlich willkommen bei der Ratschkattel, dem ersten bayerischen Elternpodcast im Internet. Ein Jahr nach unserem fulminanten Start ins Podcaster Live blicken wir zurück auf interessante Themen, lustige Gespräche und die besten Gäste ever. Danke an alle, die sie zur Verfügung gestellt haben und auch nochmal ein fettes Merci an alle, die uns folgen, zuhören, liken oder uns sonst irgendwie unterstützen. Für euch machen wir das Ganze. Vielen, vielen Dank. Wir wünschen euch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und wir hören uns. Bis dann. Servus. Ich bin scharf. Du bist auch scharf. Wortwitz, lustig. So, der wirklich letzte Podcast dieses Jahr. Wir haben uns gedacht, wenn Günther Jauch und ZDF und RTL Jahresrückblicke machen können, stimmt. Dann Wenn RTL kann, wenn RTL kann, können wir das schon lange. Ja, logisch. Und deswegen ist das jetzt unsere Weihnachtsfeier, unsere interne Weihnachtsfeier von der Heckelfrau und mir zu unserem letzten Podcast. Deswegen halten wir die Mandarine. Deswegen haben wir auch eine Mandarine hier. Sehr schön. Und ja, wir gehen mal so, lassen das ein bisschen Revue passieren. Wir machen jetzt wirklich schon ein Jahr Podcast. Boah, krass. Du weißt viel mehr als ich davon. Ja. Ja. Und ja, wie gesagt, sollte es jetzt Menschen da draußen geben, die nicht das Jahr über 818 Minuten und 30 Sekunden mit uns verbracht haben, ja, 818 Minuten und 30 Sekunden. Krasser Shit. Ja, die können Sie jetzt die Zusammenfassung einfach anhören. Oder Die geht nur 600 Minuten. Ja, und das Gute ist, weil wir haben doch einmal eine Nachricht gekriegt vom Roland, im Übrigen. Roland. Hoffentlich schaut Roland. Roland, wir lieben dich. Der hat uns mal geschrieben, dass unsere Rededisziplin, dass das im Podcast manchmal sehr anstrengend ist, dass wir alle durcheinander quatschen, was beim letzten auch mit der Diana wirklich extrem war. Da versteht man die Hälfte eigentlich nicht. Aber heute sind wir nur zu zweit. Ja, da wird es viel einfacher. Ja, und mit dem Glühwein sowieso. Ja, bitte, dann hau mal hier raus. So, soll ich gleich mit Statistiken anfangen? Ja, du bist die Queen der Statistik. Fangen wir gleich mit Statistiken an. Haus raus. So. Roland ist da. Roland! Wir sind nur wegen dir da. Da ploppt Instagram sofort auf. Ja, genau. Das ist jetzt für Podcaster. Aber Roland, jetzt hier nochmal offiziell in der Spotify-Version. Wir lieben dich. In der Spotify-Version. Ja, auf Spotify sieht man ja das live gar nicht. Aber ist egal. So, wir fangen jetzt einfach an. Hei, der Glühwein. Mein Gott. Und der Roland. Ja, fang jetzt an. Ich habe es eingangs schon erwähnt, wir haben dieses Jahr 1818 Minuten und 30 Sekunden durchgequatscht, wie man alle Podcasts zusammenzählt. Insgesamt waren es 2270 Downloads. Und ich muss sagen, ja, wie für alle. Ja, ich dachte pro Folge, aber für alle finde ich es ein bisschen wenig. Ihr könnt es mir am Arsch lecken. Schafft es erst einmal, dass 2270 Downloads für eure Podcasts runtergeladen werden. Kann ich dazu was sagen, was schon mal nicht so nett ist? Ja, natürlich. Mach dich unsterblich. Willst du nächstes Jahr noch mitmachen? Hä? Aber ich finde es so krass, dass uns so viele Menschen zuhören. Ja, weil Podcast der neue Shit ist. Also ich muss jetzt sagen, ich habe immer so ein bisschen Auge auf die Münchner Comedy-Szene und ich schwöre euch, jeder Zweite hat einen eigenen Podcast. Und wir waren einer der Ersten, die mit diesem Podcast-Shit angefangen haben. Und deswegen tat es mir wahnsinnig leid, wenn es den nächstes Jahr nicht mehr gibt. Aber dazu werde ich dich später noch ein bisschen bedrängen. Okay. Ja, genau. Wie gesagt, wir haben 13 Folgen gehabt und Achtung, das wird dich noch mehr verwundern. Wie gesagt, 2270 Downloads in 11 Ländern. In fucking 11 Ländern. Ich finde es so geil. Nummer 1. Jetzt pass auf. Nummer 1 ist bitte. Deutschland. Nummer 2 ist Spanien. Die Auswanderer. Nein! Vox, wir kommen. Ja. Nein, es gibt wohl anscheinend wirklich einen oder mehrere Hörer in Spanien, die uns regelmäßig anhören. Und ich finde das ganz toll. Und deswegen jetzt der offizielle Aufruf. Solltest du das hören, schreib mir Lieber bitte. Spanier. Lieber Spanier. Wir wollten auch schon immer mal nach Spanien. Na, finde ich sau cool. Spanien. Ich verstehe das nicht. Ja, red weiter. Ja, schön. Sie steht für die Sache ein. Ist gut. Ich stehe voll dahinter. Podcast ist super. Ja. Platz 3 Frankreich. Platz 4 Dänemark. Platz 5 unbekannt. Was heißt unbekannt? Unbekannt, ich glaube, dass das diejenigen sind... Die weißen Flecken auf der Landkarte. Die weißen Flecken auf der Landkarte. Nein, das sind die so ganz safe ins Internet gingen.
Weißt du schon, die keinen Internet-Fußabdruck, die mit Tor Da, wo und du so. immer alles auf Ja dingsen musst und die sagen, Genau, die nein. alles ablehnen. Krasse Menschen. Die ist im Internet Stimmt, eigentlich... Roland. Bestimmt Roland. Platz 6 Kroatien, Platz 7 Schweiz, Platz 8 Schweden, Platz 9 Luxemburg, Platz 10 Rumänien und weit abgeschieden mit einem Download, liebe Nachbarn, liebe Österreicher. Also wisst ihr, seid eigentlich die einzigen von diesen ganzen Ländern, die uns oder zumindest mich einigermaßen verstehen. Und dann haben wir einen Download. Das ist wie bei Eurovision. Ja. Ein One-Point. Österreicher mag man einfach nicht. Na Schmarrn, Österreich ist toll. Gut. Weißt du, Lass wie oft, mich dass da ich immer- her, bist du aus Österreich? Das hört man. Ich bin nicht aus Österreich. Echt jetzt? Ja. Ich kann das nicht. Ich kann diese Sprache sowieso nicht. Ich betrink mich. Mach ruhig weiter. Ja, erzähl. betrinken, das ist eine gute. Ja, von allen Podcasts, du hast jetzt gerade das Gästebuch schon ein bisschen durchgeschaut. Was glaubst du, was der erfolgreichste war? Das ist, wie gesagt, da ich ja generell nicht verstehe, warum uns Menschen zuhören, Mein Gott, magst du das nur 5-mal sagen vielleicht, ha? kann ich dir ja nur mein Favorite sagen. Ja. Ich bin verliebt in den Professor. Es war Aber super. glaubst du auch, dass unsere Hörerinnen und Ich Hörer... glaube schon, weil ich finde, es war der informativste. Welcher war es denn? Sag's nochmal. Der Herr Professor. Der Herr Professor. Ja. Von 13 Folgen ist der Herr Professor auf Platz 7. Nein. Auf Platz 7. Erster ist die Alexa. Da, wo du im Übrigen nicht dabei warst, fällt dir jetzt bloß einmal, fällt dir was auf? Nein, die Alexa ist wirklich... Echt jetzt? Ja, weil es aber ein interessantes Thema ist. Ja, stimmt. Weil du so wenig über Mamas mit Handicap erfährst. Und wahrscheinlich, weil ich nicht die ganze Zeit blöd reingelabert habe. Ach Schmarrn, das glaube ich nicht. Das sind aber auch die Spitzenreiter sind auch die auf Social Media sehr gut vertreten sind. Naja, gut. Also die auch viele Followers und so haben, die halt auch Werbung machen. Verstehe. Ja. Nicht so wie ich die ganze Nicht so Zeit wie, Podcast. kommen wir noch dazu. Also Platz 1 ist die Podcast sind Alexa, komisch. Platz 2 ist die Ratschkatti. Ja. Ja, Die Ratschkatti war lustig. Kinderarzthelferin. Platz 3 ist die Ellie, die ägyptische Iron Woman Mom. Iron Mom. Stimmt, ja. Genau, Platz 4 ist der Zwillingspapa Kit. Ja, mit dem Kind war es auch lustig. Das Das war, war einer, lustig. war einer der ersten. Das war ne? der erste. Der erste vor allem auch. Und der noch. erste Podcast mit dir, wo wir nicht alleine waren. Stimmt. Was Wahnsinn. Genau. Unglaublich. Dann Platz 5 ist der Tobi. Der Ja. Ritalin-Tobi. Tobi war auch sehr lustig. Platz 6 ist die Samira. Die war auch Baby. lustig. Die hat das Baby dabei gehabt. Jetzt- Und das war so lustig, weil wir haben ja so gewartet in der Familie Kims und dann so, ach, süß, du hast ja ein Baby dabei. Toll. Aber wir haben es sehr professionell gemacht. Ja, es ging auch. Sogar mit Stillpause und also... Haben wir gut Wir sind hingekriegt. ja offen. Wir sind ja... Aber ich finde es sehr schade, sie hat noch nicht offiziell Werbung gemacht, weil das ist eigentlich der Gast mit den meisten Insta-Follower ever. Samira, deine Chance. Deine Nutze Chance, du sie kannst jetzt. es jetzt noch mit direkt in Feed posten. Live bei RTL. Live beim Jahresrückblick hier bei uns. In der RTL-Bauernstube. Ja, RTL, wir daten das auch machen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ja, genau. Also Sponsoring-Anfragen oder Natürlich. generell komplette Übernahme. aber ist kein nur mit Problem. Günther Jauch. Kannst du den Pocher nicht nehmen? Na, Nicht? nee. Ich bin kein Pocher-Fan. Weiß nicht. Manchmal lache ich und manchmal denke ich mir, ach nee. Ja, bisschen Ja, too der ist halt much. richtig Businessman geworden jetzt, gell? Richtig die Hure RTL. Ja. Wir können ja mal den fragen, der hat auch viele Kinder. Der hat auch viele Kinder. Der kann das ja auch stimmt. als Gast kommen. Aber Also der- Olli, fandst du Oliver? Oliver, genau. Nix. Generell, jetzt Ja. machen wir das Ding noch fertig Mach und dann mal. muss ich ein paar Aufrufe starten. Ja, bitte. Platz 7 war, wie gesagt, der Herr Professor, der Adoptionsprofessor. Super. Platz 8 war die Susi Wong, der allererste Der Podcast. allererste, stimmt, ja. Platz 9 die Ina, die Realschullehrerin Ina. Ja. Platz 10 die Diana, Ja. die erst seit irgendwie 1,5 Wochen online ist. Siehst du? Ja. Siehst du? Platz 11 die Noobma. Platz 12 die Häckelfrau. Ha! Wieso bin ich? Also, Du bist noch vor dem Kinderzahnarzt, das ist der letzte. Das Kinder. Ja, Ja, hätte im Übrigen toll. auch ein bisschen mehr Werbung machen können vielleicht. Ha? Nur der Zahnarzt bereitet mehr Schmerzen als die Häkelfrau. Aber es ist... Das freut mich, liebe Gemeinde. Das ist total
nett. Ich bin froh, dass nächstes Jahr nicht mehr dabei ist. Toll gemacht. Super. Gratulation. Jetzt ist sie weg. Aber deiner war doppelt. Stinkend langweilig, ja. Dein habe ich aufgeteilt, weil da habe ich das erste Feedback Weil auf wir so viel geredet haben, gell? Nein, da habe ich das erste Feedback überhaupt auf dem Podcast gekriegt und das war, ja, die Folgen sind zu lang. Und dann, klug wie ich bin, habe ich mir gedacht, hey, da machen wir 2 Folgen draus. Aber das war nicht so, es hat sich nicht hat nicht durchgesetzt. gezogen. Na gut. Boah, ich kenne echt den Glühwein schon, gell? Und Moment mal, O-Ton-Freund, was? Du hast nur 2 Becher Glühwein dabei? Man muss dazu wissen, ich trinke eigentlich gar nichts. Das ganze Jahr nicht. Und jetzt heute, jetzt habe ich so ein Viertel die Tasse Glühwein und ja, doch, ist Ich gut. habe gewusst, dass du sonst nie was trinkst. Abgesehen davon ist der wirklich toll. Das ist der beste, hier Der Bio, 88%. Weißer vom Rewe. Wahnsinn, unglaublich gut. Ja. Vitamine. Hashtag Schleichwerbung. Oh, danke. Ja, Ja, du hast es eingangs schon erwähnt, dein Ja. Lieblingspodcast. ja. Der Herr Professor, total in love. Ich fand es der coolste, weil ich ihn super sympathisch fand. War ich er, fand ja. ihn Oder ist er? wirklich, ja. Wahrscheinlich immer noch. Das ist bestimmt immer noch. Nein, ich fand ihn super sympathisch und ich fand auch halt das Thema so unglaublich spannend. Ja. Diese ganze Adoptionsgeschichte, weil das ja was ist, was eigentlich jeder so ein bisschen was denkt zu wissen. Keiner weiß Ja, es adoptieren wirklich. halt. Genau. Und da haben wir, finde ich, sehr viel erfahren. Das stimmt, ja. Also da sind wir wirklich schlau rausgegangen bei dem. Das fand ich super. Das fand ich super. Ja, Was der war deiner? wirklich interessant. Meiner, ich habe keine Favoriten. Ich liebe sie alle. Eierschleimer. Ich habe den Tobi sehr geil gefunden. Ja, Tobi war es. Der Tobi war, weil ich so voller Vorbehalte war mit ADHS und Ritalin und die Kinder werden niederdruckt und überhaupt. Stimmt. Und wenn du dann wirklich jemanden da sitzen hast, der als Kind Ritalin gekriegt hat und sagt, du, es war eigentlich gar nicht so schlimm, das hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Also das hat mir mal wieder gezeigt, dass wenn man von was keine Ahnung hat, dass man sich vielleicht nicht unbedingt gleich eine Meinung bilden soll. Stimmt allerdings. Aber das ist ja Sinn und Zweck dieses Podcastes. Ja, Genau. Hast du recht. Und was, jetzt plaudert man ein bisschen aus dem Nähkästchen. Was? Oh Gott. Wir sind beide nackt. Untenrum. Verstehe. Oh Gott. Na, Schmarrn. Bitte. Ja. Es ist, man glaubt, es kann wahrscheinlich sein, mir der einzige Podcast, dem es so geht. Aber es ist wirklich schwer, Gäste zu finden. Ja, aber am Anfang schwieriger als jetzt. Ja, das Oder? stimmt. Am Anfang schwieriger als jetzt? Als wie jetzt Als ist der Glühwein. Ich Ich bin auch der Susi sehr, sehr dankbar, das muss ich jetzt auch nochmal sagen, dass sie wirklich mein Versuchskaninchen war. Weil ich habe die nur von Hattest du die? die habe ich von Jahr und weiter, von der Comedy-Bühne. Da habe ich, wie ich das erste Mal auf dem Open Mic war und dazu geschaut habe, im Holzkranich, war die auch da. Und irgendwie habe ich die gesehen und dann hat es von Dickpics erzählt und Müttern. Und die war gleich super lustig. Und wie ich dann die Idee zum Podcast gehabt habe, habe ich mir gedacht, fragst du das? Ja. Und wir haben auch wahnsinnig viel BMWler gehabt. Gell? Das ist mir jetzt auch Wir haben irgendwie oft über BMW gesprochen. Ja. Wir Also haben im BMW. Übrigen immer noch kein Sponsoring bekommen, liebe bayerische Motorenwerke. Nein. Nein. Mein Gott, Golfsport, Yachtsport, Podcast. Ja. Passt Wieso voll in die Riege. denn nicht? Und wie gesagt, ich bin auf diese 2200, was weiß ich wie viel, Downloads wirklich stolz. Ja, wäre ich auch an deiner Stelle. Na, ist find dein ich Baby. schon geil. Kannst du auch schon sein. Ich hätte gerne so einen Knopf, wo jetzt so ein Applaus kommt. Also es ist schon wirklich, wirklich toll, richtig, ja. Ja, So, ja. also das war's. Das war's, danke, war schön. Schön. Ist Roland noch da? Nee. Na, der Roland, jetzt sind es noch Roland ist weg. zwei Zuschauer. Ja, aber mein Gott, scheiß auf Instagram. Wir brauchen Instagram gar nicht. Wir haben Günther ja auch. Wir haben ihn noch nicht. Richtig. Ja, aber Im wir Übrigen können... muss ich auch noch ein Nähkästchen, gell? Heute sind wir in Plauderlaune. Ich habe im Übrigen, ich mag auch den Paardiologie-Podcast von der Charlotte Roche sehr, sehr gern. Kenn ich nie. Kennst du nicht, aber die Barbara Schöneberger kennst du. Ja, geil. Wieso wusste ich das? Schöneberger finde ich lustig, Und ja. diesen beiden Podcast-Damen Ja. habe ich einfach mal so geschrieben. Hast du? Okay. Das hat niemand geantwortet. Genauso wie die Kathi Hummels. Und ja. Kathi haben wir auch öfters erwähnt. Kathi Hummels. Also Promi war schon recht. Kathi wäre super. Aber der Promi, Die ist ja den jetzt in Dortmund, ist ja nicht mehr in München. ist die schon ganz weg. Also sie hat mir jetzt nicht geschrieben. Ich gehe mal stark davon aus, dass die mit ihrem Mann in Dortmund wohnt. Aber die hat doch zuerst einen Zweitwohnsitz in München gehabt.
Ja, aber ich glaube, mittlerweile ist die schon weg. Meinst du, ist die Ich wirklich? glaube schon. Der hat einen Geburtstag gehabt, habe ich auf Instagram vorher Ja, gesehen. Ja, siehste? Mats, auch von uns alles Gute. Max, wenn du uns mal wieder zuschaust, du bist einer von den 1000 Wir finden es Downloadern. gut, dass du von den Bayern weggegangen bist. Echt jetzt? Ja. Bayern mögen wir mir nicht. Ach so, du magst ja keine Bayern. Nein, der... Wie, ich hab's ihr vorher gerade erzählt, wir waren gerade schon beim Abendessen und Oma war da und Brotzeit gemacht und alles war schön. Und auf einmal, mein Mo sitzt da, oh Gott! Erwartender Blick an mich und ich so, ja, gell, weil die 60er Jahre gespielt haben, gegen Ingolstadt, im Übrigen 2-2. Ende schon. Ende Oder schon. ist noch? Ende schon. Ende schon. Ende schon. Ende Das schon. ist gut oder ist das schlecht? Weil sie waren Nicht schon in wirklich. Führung. Aber das ist eigentlich, ja, ach, keine Wir Ahnung. können ja noch so ein bisschen, pass mal auf, ich habe doch das Gästebuch. Ja, schau mal ins passieren Gästebuch lassen. rein, das ist Guck eine mal. tolle Idee. Also, Die Susi, wie gesagt, die war Susi erste. hatten wir richtig. Dann gab es mich schon. Ich bin Genau. ja dann. Und die Geschichte zur Häckelfrau, Ach du. logisch, der Roland hat logisch geschrieben. Roland. Ja. Roland ist halt Du. du. Nur du allein. Ja, bitte die Geschichte zur Häckelfrau. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe die Idee zum Podcast gehabt. Oh Gott, jetzt ersticke ich gleich. Jetzt ist rum. Müssen wir überspielen? Mit Nein. irgendwas? Nein, der Roland, nein. Ja, du spuckst dir im Kopf rum. Ne? Nein, die Häckelfrau, ich habe den Podcast das erste Mal gemacht und habe ihr das immer so erzählt. Wir waren ja damals sehr eng befreundet. Sind wir heute nicht mehr so weit. Ja, du arbeitest ja. Ich das ist ja arbeite. okay. Ich auch, ist okay. Ist in Ordnung. Ja, und ja, was meinst du denn, wer dir dazuhört? Merkst Wer du soll eigentlich- sich das denn anhören? Merkst du eigentlich, dass sich an meiner Einstellung bis heute nichts verändert hat dazu? Ich bin immer noch der Aber du Meinung. hast uns so bereichert. Und dann habe ich die überredet, als Gast mal zu kommen. Ja, und es hat einfach so gut gepasst, weil ich finde, wir zwei ergänzen Ja. uns wirklich wie Arsch auf einmal. Ja, dieses Gelaber macht halt Spaß. Ne? Es ist Ja, halt schon, ja, es und du ist bist schon dann schön. wieder die Lustige und unsere Stimmen unterscheiden sich auch. Und das muss ich auch sagen, ich habe oft Feedback gekriegt, dass du so eine tolle, angenehme Stimme zu hören hast. Das ist bei mir nicht so. Das stimmt. Na, ich bin Ja. wie so, Ich finde dieses. wie so ein Autoalarm. Nein, nein. Allein dieser bayerische Akzent ist ja dieses Erotische. Wenn ich jetzt mit diesem derben Erotisch. Felsisch Wirklich? auskommen würde, das wäre nicht erotisch. Glaubst du Ja, wirklich, dass Menschen meinen Podcast hören und denken sich, oh, die hat aber eine erotische Stimme? Das glaube ich nicht. Ich glaube, wie Weißt du gesagt, Ich denke generell, die Leute, die uns zuhören, denen läuft Blut aus dem Ohr. Also von daher. die haben generell irgendein Problem. Genau. Also jetzt pass auf, hier war ich da. Dicker Schmatz, I love you. Deine Häckelfrau. So, Also was saubern ist sauklaue, gell? aber das dürfen wir nicht vorlesen, das ist ja Gästebuch. Das ist ja wir können ja geheim. nur, genau. Und sollte ich mal sterben, wird das Ding mit mir eingegraben. Ja, habe ich schon zum Protokoll Gut, gegeben. jetzt haben wir noch 2 andere Zeugen, die es gehört haben. Ist ja lange online. Stimmt. Boah, ohne allerdings, Schmarrn, der ja. Glühwein. Das ist, Stell dir mal vor, ich hätte dir noch mehr gegeben. Ja, ich bin ja noch nicht mal leer. Zumindest ist mir jetzt wieder warm. Kit war sehr lustig. Kit hat Die mit seinen Zwillingsnummer Zwillingen, war ja, sehr interessant. es war bei den Zwillingen. Ich habe generell immer noch Mitleid mit jedem, der Zwillinge hat. Ich Bis glaube, heute. ich darf es nicht der Backer. Bis heute. Also ich finde es... Ich würde eins abgeben. Der hat ja Zwilling und noch eins. Das sind ja 3. Ja, das ist stimmt. ja, das ist Wie ja alt sind die Zwillinge jetzt? Schule. 6. Ja. Und der Große? Erste oder zweite Klasse? Und der Große ist? 5. Klasse. Umgerechnet in Alter. 10, 11. Das heißt, als die auf die Welt gekommen sind, war der auch so 5. Ne? Krass. Da hast du ein Du hast die Vorschulkind. ganze Windelkacke Und dann kommt endlich noch hinter das- dir. Dann gehen wir 2. Ja, aber wie er das auch gesagt hat, gell, so, ja, wir hatten einen Kinderwagen vom Großen, den wollten wir hernehmen. Ja, dann musste man einen Zwillingskinderwagen kaufen. Und ein neues. Ich verschluck mich, aber wir können alle kein Glühwein trinken. Und ein neues Auto musste her. Ah, Alter. Das ist schon Ja, aber es war sehr interessant. Und der hat auch, ich finde auch bei dem hast du gemerkt, dass der in einem Frauenhaushalt aufgewachsen ist. Das hast du so gemerkt. voll. Ja. Geratscht ohne So Ende. viel geredet. Geht was sehr angenehm. Ja. Also, wen haben wir hier? Die Ini. Die Ina. Die Rea. Der Ina folge ich bis heute sehr gerne. Wirklich Apple3.de. ganz, ganz toll. Wirklich. Ich möchte auch in ihr Hotel gehen, wo sie Urlaub gemacht hat. Weil sie das Stimmt, so da hat's was. Stimmt, das habe ich auch gesehen. Und Ina ist mir einfach unglaublich sympathisch, allein wegen der ganzen Nintendo-Geschichte. Ja, die haben ja also cooles Wahnsinn. Gewinnspiel gemacht. Ina, ich habe nie gewonnen bei deinen Gewinnspielen, nur mal so Hast du immer mitgemacht? Ja, natürlich. Oh, sehr vorbildlich. Habe ich das? Nicht, dass sie jetzt schaut und ich habe nicht mitgemacht. Ja, ist Ich doch hab nicht egal gemacht. jetzt. Ist wurscht, aber auf jeden Fall finde ich es toll. Wer ist der Nintendo Nächste? Achso, Du darfst ja nicht Entschuldigung. wieder zumachen. Ja, Entschuldigung. Also die Ina war da. Was haben wir mit der Ina gesprochen? Nicht Mit über der Nintendo. Ina waren die Themen, Moment,
Kita Live. Stimmt. Die hat ja, damals waren wir ja noch nicht so Kita-Krippenmäßig. Stimmt. Und Urlaub mit Kind. Ja. War das nicht da, wo mein Kind abgesoffen ist? War das, doch, das war da. War das davor oder danach? Davor, Ja. oder? Nein, ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß gar Kein nicht mehr. Datum dabei stehen bei deinen. Ja, nein, das war danach. Danach. Das war danach. Dann Gut. die Noob Die Noob Mom war da, ja, richtig. Bedürfnisorientierte Erziehung war auch sehr. Stimmt. Das waren aber so die Noob Mom und die Diana jetzt. Da ist meine Mama ein großer Fan. Ja? Da ist meine Mama großer Wirklich? Fan. Ja. Und bei Warum? bei der Noob Mom war es ja, und wirklich, man muss ja die Kinder lassen. Ja, das und dieses, meine Mutter sagt mir eigentlich 3-mal am Tag, dass ich viel ruhiger werden muss. Das stimmt. Ja, Die Noob Mom hat aber raus, die hat aber viele Kinder. ja stimmt. Vielleicht werden wir beim 4. auch ruhiger. Stillen und Familienhaushalt war das Thema. Da haben wir nur 3 Themen gehabt. Echt jetzt? So viel? Familienhaushalt. Krass. Ja. Weiß ich nicht mehr. Ich weiß eigentlich nichts mehr. So, die Ratschkati. Die Ratschkati. Dating Live aus Singelmatt, das war ja super zum lustig. Brüllen. Das war Ich super kenne einer lustig. ja von Tinder. Aber ich meine, ich weiß es nicht, aber ich meine, die ist gar nicht mehr Single. Man Die hat munkelt. mir kurz danach mal geschrieben, dass sie Vollbart Glatze kennengelernt hat. Ja, und seitdem weiß ich aber jetzt nicht mehr so Oh, viel. aus ihren Storys habe ich Mein auch Mo noch schaut nichts zu. rausgesehen. Hallo Schatz! Schön. Hallo Schatz! Meiner nicht, ne? Meiner hat geschrieben, er wird irgendwas Böses schreiben, wenn er da reinkommt. Und dann heißt es, ja, siehste. Aber der ist krank. Haha. Ha. Heckelmann. Oh, so, hast du jetzt. Dann war der Prof. Oh, super. Ja, Der Prof. Der Professor. Romantiker mit Professor. Da sitzt die Heckelfrau natürlich da. Oh mein Gott, Oh mein Gott, dieses scheiß auf Ingenieure. Dieser Professor. Schätze, der muss die verpassen. Dieses Dippel-Inch, das verliert halt gegen Prof-Punkt. Rutsch mir rüber, du bist fast schon gar nicht mehr im Bild. Willst du Bin schon weg weg. von mir? Ja, das ist die Hitze, die es jetzt Oh, ausstrahlt. brutal, ja. Ein Glühwein und man glüht. Okay. Vielleicht ist Roland jetzt Ich weg. sehe nur dich, ne? Da ist. Ja, jetzt bin ich da. Ja. So. Dann die Elli. Dann war die Elli da. Die Elli hat unglaublich viel gesprochen. Aber so interessant. Ich Ja. habe die damals im Urlaub kennengelernt und die hat mich. Also eine sehr inspirierende Frau. Ja. Die ist krank aktuell, oder? Ja. Ja. Wir Wir verbringen überhaupt nicht viel Zeit auf Instagram. Gar nicht bei unseren Gästen auf die Seiten. Ja. Nö, gar nicht. Das ist schon ein bisschen krank, unser Leben. Wir stalken Oder? euch alle. Und nach der Elli gab es den Tobi. Wie gesagt, der war sehr, sehr cool. Der war wirklich. Und ich habe es auch so süß gefunden, weil er eben mit meinem Großen dann noch nur dieses Kommentatoren-Interview gemacht hat. Stimmt. Und das war... Stimmt. Und im Übrigen war ich auch beim Tobi danach, haben wir mir eine Date Night beim Tobi bei Rabona Fußball-Comedy verbracht. Stimmt. Und das kann ich nur sehr empfehlen. Also gerade für Date Sehr Night, lustig. ja, für Frauen ist es ein bisschen langweilig. So. Ich kann es empfehlen, aber Aber für Frauen lustig. ist langweilig. Ja, war wirklich gut. Ja, Dann- Tobi hat mir aber auch gemerkt im Übrigen, dass er sehr gut reden kann. Ne? Ja, und Also du hast sie- überhaupt nicht gehört, dass dieser Franke ist. Ja. Ich habe mich so gefreut, wenn er ein bisschen gefränkelt hat. Kränkelt hätte. Stimmt. Du musst jetzt ein bisschen herrutschen. Schau mal, du bist ja schon wieder komplett aus dem Bild. Ja. Hallo. Also, danach kam die Mami, Samira. Die Samira. Mit Baby. Das war... Es Aber das war davor schon das so waren lustig, unsere gell? Themen. Ja, davor haben wir unglaublich viel gelacht an dem Morgen. Das war schön. Togo Mama und Social Media Mom. Weil sie eben Influencerin ist. Und auch für Podcasts Werbung machen könnte. Zwinker, Zwinker. Zwinker. Gut. Dann war die Alexa, da war ich alleine. Da warst du alleine, weil es so weit weg war, ja? Oh, das Und war so ätzend. im strömenden Regen. Ich bin nach Nürnberg gefahren in der Früh. Und kennst du das Gefühl, wenn du so merkst, irgendwie der Bauch grummelt und irgendwas ist nicht so gut? Und ich habe genau gewusst, fuck Magen-Darm. Wenn es anfängt. Ja, und ich habe mir nur gedacht, bitte, lieber Gott, lass mich da keinen anstecken. Ich meine, die hat ein kleines Kind daheim. Aber hast nicht und ins dann Höschen hab ich- gemacht. Nein, und dann beim Heimfahren, ich habe mir nur gedacht, bitte lass jetzt nicht auf der Autobahn losgehen. Bitte. Beim Podcast habe ich mir gedacht, bitte nicht jetzt, wenn dann im Auto, wenn dann im Auto. Und wenn du dann auf der Autobahn bist, denkst du, Wollig, oh Gott, Bauchkrampf. Ja, ich bin heimgekommen und dann bin ich mehr oder weniger explodiert. Das war geil, war richtig geil. Ja. Gut, ja, so viel dazu. Vorne,
Oh, danach Alexa, ich hoffe, ich habe euch nicht umgeschickt. Es tut mir so leid. Aber ich habe nicht mehr zurück hin. Ja, jetzt werden böse Kommentare kommen. Gut, danach kam der Doc Holliday. Der war auch lustig. Der war super Der lustig. war auch lustig. Und auch interessant, finde ich. Interessant und sehr aufgeregt. Der war sehr aufgeregt. Ja, ich meine, der man war hat so ihn süß. gemerkt. Der war Weil so das ist goldig, der, ja. ja, das war echt Das war süß. super, das war am 30.09., gell? Wahnsinn. Und dann haben wir eine lange Pause gehabt, dann Die Depressionsphase. die Depression war ja scheiß November einfach. Und ja, und dann die Diana letzte Woche. Jetzt schon, ne? Deswegen hat mich das sehr gewundert, dass man da schon so viel, weil im Endeffekt diese Ranking-List gilt ja eigentlich gar nicht. Gildet. Gilt ja eigentlich gar nicht, weil ja die Podcasts unterschiedlich lang online sind. Und wenn jetzt einer im Januar schon online gewesen ist, kann der gar Ja, nicht. gut. Weißt du, was ich meine? Aber vielleicht haben die Leute dann so auf einen neuen Podcast gewartet. Also, wenn ich den letzten promoted habe, ja, ich promote ja meinen Podcast, haben wir doch einige geschrieben, dass sie sich freuen. Siehst du? Schön. Ja. Finde ich ganz Was ich ein bisschen schock gefunden habe, ich hätte gern, was man ja am Ranking sieht, dass die Alexa ganz oben ist, so Themen, wo man vielleicht nicht so drüber redet. Bloß es ist halt sehr schwierig, da jemanden zu finden. Ob das Ja. jetzt Thema Frühchen ist, was auch... Du wolltest mal Sternkinder haben, hast du Sterne, mir gesagt. ich habe da keine Erfahrung damit. Ja, ich auch nicht. will man ja auch eigentlich Nein, aber nicht. es gibt bestimmt Mamas, die diese Erfahrung leider machen Ja. mussten und sich da sehr einsam fühlen. Und wenn da jemand drüber redet... Ja, aber da musst du auch, also ganz ehrlich, ich bin hier wirklich gerne deine Ja, wir Nebenler. sind ja keine Therapie, das Aber ist schon könnt- klar. Ja, aber das könnte ich nicht. Also, na, das könnte, bin ich viel zu nah am Wasser gebracht. Keine Ahnung. Ich Nein, habe es immer ist- bei Vermisst geweint. Da könnte ich doch nicht sowas, Alter. Ich bitte dich. War das nicht? Das war aber bei der Ratschkatti auch. Ja. Wo man... Wo sie was diese war das? eine Geschichte erzählt Oh hat mit dem Gott. Kind, das dann gestorben ist, ne? Das ist wirklich gestorben. Das ist wirklich gestorben. Ja. Innerhalb von 2-3 Stunden, Na. keine Ahnung, boah, Na. böse. Nee, das war auch das der emotionalste Podcast. So Das dieses stimmt. Hahaha, Tinder und oh mein Gott, ich weine. Also das war Ja, der war krass. sehr traurig. Aber interessant. Was hättest du denn jetzt? Was sind denn deine Wünsche? Meine Wünsche. Ich hätte gerne ein schwules Pärchen. Die ein Kind adoptiert haben. Im Idealfall Ja, hätten dann holen wir wir einen Professor wieder dazu. das wäre, dieser komme ich auch wieder. Ja, das ist ja Professor jetzt die kommt. große Frage eigentlich, wie es nächstes Jahr weitergeht. Das ist Du ja... kannst eine Instagram-Umfrage starten. Ja, wieso, für was denn? Wer will denn als Gast kommen? Als Gast? Ja. Ja. Die letzten 2 Zuschauer haben sich abgemeldet. Wie gesagt, es ist wirklich schwer, dass du einen Gast findest. Und wenn, dann musst du ewig nachbetteln Ja. und ewig. Und das ist so nervig. Und Ja. ich muss auch dazu sagen, der normale Turnus von einem Podcast ist ja eigentlich wöchentlich. Das ist verrückt. Wer hat denn die Zeit dafür? Ja, aber da hast du ja dann auch nicht mehr so viel Vorbereitung, weil du dann einfach nur redst. Ach Und so. du hast wahrscheinlich auch nicht immer Gäste da. Ja, kann man ja so reden. Wie war deine Woche? Ja, keine Ahnung, wir haben wieder ins Bett gespielt. Thomas, das ist eine Anspielung auf dich. Ja, aber mit meinem Mo am Podcast, ich weiß es nicht. Da kann man, glaube ich, so, weiß nicht, ob da... Wäre vielleicht lustig für die männliche Fraktion, ne? Die Männerriege. Ich weiß nicht, ob irgendjemand bei Ich glaube, dass ich ihm dann teilweise wirklich beleidigt war. du ihm. Ich würde die Arbeit mit nach Hause nehmen. Wenn wir dann hochgingen, so, ja, war eine gute Folge. Klang mich halt ja nicht an, ich sag das. Du brauchst überhaupt nicht drüber schauen. Warum? Du hast gesagt, mein Busen hängt. Keine Ahnung, nein, was? Also, wie gesagt, für alle Hörerinnen jetzt, ja, die Frage ist, die große Frage, die sich uns ja eigentlich nur stellt, ist, Häkelfrau, Ja. wärst du denn nächstes Jahr wieder dabei? Kim, trink noch mal von deinem Glühwein. Ich trinke Nas. Ja, wie gesagt, du hast ja eh Probleme. Aber bist du, also, ich war nicht so, ich bin jetzt dann gleich betrunken und weine. Gäste zu finden. Du hast ja eh Probleme. Du weißt was, ich hab einen Promi an der Hand, ja? Und wenn mir der nicht nur hinhält und mir vielleicht irgendwann doch einmal einen Termin durchgibt, dann darfst du nicht mitmachen. Nein. Und wenn dann irgendwann die Kathi Hummels da steht, dann darfst du auch nicht mitmachen. Wie viel ist das Die lass ich vorne bei uns am Eingang reingehen, dass das du gar nicht siehst. Kathi, ich bin ein großer Fan. Ich mag's gar nicht mehr.
Oder darfst du bin nicht? ja- Verbietet es dir der Diplom-Ingenieur? Deswegen brauche ich den Professor. Nein, aber Dann wird den Podcast immer erlauben. genau. Nein, du, weißt du was? Du schaust jetzt erstmal, Ob du überhaupt wie Gäste sich findest, Katharina. dein Jahr entwickelt. Du wartest jetzt erstmal 2020 ab und dann guckst du mal. Ja, aber Wir sind ja jetzt nicht weit voneinander weg. Ne? Es ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwelche Kilometer hinter uns legen müssen. Hinter uns legen? Wir sollten definitiv, Das ist ein nicht, Glühwein. wir sollten definitiv nicht trinken, wenn wir das hier machen. ja, aber ich hab wie gesagt, letzte Sendung. Wie gesagt, vielleicht ist die letzte Sendung. Immer. Nein, Da, schau! Oh, da kannst du Roland! Leider muss ich ins Bett, mir läuft das Blut aus ladet dem euch Ohr. halt ein paar Freundinnen ein und quatscht einfach über Themen, die jeder in der Zeit zwischen den Terminen auf die Liste setzt. Roland. Ist ein Fuchs. Roland. Wir haben keine Freunde. Wir haben keine Wir Freunde. haben nur uns. Na, wir brauchen ja auch Mütter. Wenn wir normale Freunde nehmen, dann ist halt blöd. Ihr zwei super, da muss man einfach mitlachen. Nein. Kann man Fan? Ich glaube das immer noch nicht. Das ist Leute. Du, so wie ein Influencer wahrscheinlich auch berühmt. Und im Übrigen habe ich jetzt 1, 2, 3 wirklich große Influencer teilweise dabei zugeschaut, wie die ihr live gemacht haben und rotzevoll waren. Echt Also jetzt? wirklich im Sinne von Ja, genau. Busen. Also von dem her sind wir eh noch komplett im Raum. Wir sind geht ja auch noch was. Mütter. Ja, wir brauchen jetzt, was brauchen wir? Prominenz. Ich brauche einen Co-Host. 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 We Du need a aktuell- Co-Host hier. Du hast ja hier aktuell einen neben dir sitzen. Ja, brauchst Prominenz. Kümmer dich um die Prominenz. Ja, ich hab schon erinnert. Aber ich bin mir Kommt nicht nix. sicher, ob das jemals was wird. Aber es war so toll. Schon toll. Können auch Roland, hast du Kinder? Roland! Roland, Kinder? Roland, hast du Kinder? Jetzt seid Achtung. Wir warten, wir sagen nichts, Roland. bis du antwortest. Roland, vielleicht wirst du einer unserer Gäste nächstes Wenn Mal. du nach Hause kommst und dann mal erstmal, wer ist denn dieser Roland! Roland? Das ist ein Follower von uns. Wir haben sowas. Du nicht. Du nicht? Ah, doch, der hat viel Follower. Mit seinem Was? ganzen Fernsehscheiß. Echt jetzt? Ja. Ja, kennt der niemand? Und weißt du, was komisch ist? Weißt du, lauter so komische polnische Accounts, die 3 Fotos drinnen haben, im String oder mit dem BH. Ja, das sind die Followerinnen von meinem Mann. Komisch. Wo kämen die nur her? Wie kämen die überhaupt auf meinen Mo? Oh, Das sind, Roland. oh, Die Leute wollen keine Promis, die die wollen das normale Leben. Ja, dich. Wollen sie, Roland, dich? Wir wollen dich. Sag uns 2 Themen. Hat er jetzt Kinder? Hat er Sagt bestimmt er nicht. Kinder. Nee, der hat keine Kinder. Der hat einen Himmel als Hintergrund. Der lebt noch. Der ist manchmal draußen. Der hat noch ein schönes Leben. Der hat keine Kinder. Das Hast sage du ich dein dir. Handy da? Da hinten. Heiß. Soll ich jetzt Roland Wir stalken? stalken jetzt einen Roland. Live. Live ist geil. Oh Gott! Und jetzt merkst du, wie ein Mensch panisch seine ganzen Nacktfotos auf Instagram das ist löscht. Rolands Tiefkühltruhe. Was ist da drin? Oh mein Gott, oh mein Gott. Na, Schmarrn. Nee. Nein, Roland hat Roland, keine Kinder. nein. Hättest du gerne welche? Der sagt dann, nee, dass wir Nee, nicht nee, stalken, ja. sondern nee, dass er keine Kinder Ah, hat. freilich. Du. Ja, wir werden ja jetzt Die nichts hier. Gedanken sind frei. Du musst jetzt wieder ins Bild Gib rutschen. der mein Frau Gott. keinen Alkohol. Ich habe hier unten keinen Empfang. Wir sind ja im Nimmerland. Wie suche ich das? Ich kenne mich nicht aus in Mein dieser Instagram. Gott. Außerdem sind wir hier Du unten hast da abgeschottet. Ja. Roland Trettel. Nicht ganz. Wer ist denn der Trettel? Der Trettel ist der Koch. Verwandt, Verwandt, Roland? Die Häckelfrau hat ja auch ein Herz für Köche. Du folgst dem Roland gar nicht? Mein Wie gesagt, schöne natürlich Bilder. hat der Roland... Du bist bestimmt ein der Fotograf. Hat auch, Du bist ein Fotograf. Roland. ja, und er hat keine Kinder. Schau mal, was für schöne Fotos da drin sind. Der hat stoßen keine an, Kinder. wechselst. Ja, Süß. der hat keine Kinder. Oh, ist schön. Ist er Fotograf? Roland, bist du Der ist Fotograf? bestimmt Fotograf. Was steht denn da drin? Der macht... iPhone 11 Pro und Sony Alpha 6000 plus Lightroom Magic. Nein, der verkauft Handys. Bin ich mir relativ sicher, dass der Roland... Vodafone Handys O2? Ha? verkauft. Ich mache euch ein gutes Angebot. Ja, du, Nee. warum nicht? Unser Vertrag läuft ja bald Der aus. hat aber keine Kinder. Nein, der hat keine Kinder. Ja, schaut, Roland. Roland, hättest du gerne... Hättest Hättest du gerne Kinder, weil dann könntest du ja als Gast kommen, was sich ein Normalsterblicher erwartet, wenn er ein Kind kriegt. Ist vielleicht auch nicht blöd, oder? Falsch. Falsch.
Wie gesagt, unser Highlight ist, dass wir jetzt in diesem Kellerraum sitzen und uns betrinken können. Das ist unser Highlight an Weihnachten. Hobbyfotograf. Roland, weißt du, du darfst ruhig mehr schreiben. Es ist nicht verboten, mehr als ein Wort zu schreiben. Ich hätte gerne Kinder. Ich habe keine. Bist du schwul? Ich mag Habt keine. ihr adoptiert? Falsch. Stimmt. Gib der Frau keinen Alkohol mehr. Nein, hast du keine, magst du keine Kinder? Ist völlig in Ordnung, wenn du das sagst. Hast du es verkauft? Nein, ich meine, wir müssen jetzt ein bisschen vom Roland weg. Wir können ja nicht, oder sonst heißt der Podcast, sonst heißt die Folge Roland. Ich habe aber auch schon Roland. Unser Gast war Roland. Nicht persönlich, aber wir wissen jetzt alles. Ja. Na, das ist aber eine gute Idee. So, oh Gott, bist du wieder müde? Jetzt will ich dann schon ins Bett. Oh, Achtung. Ihr redet zu schnell. Achso, ja. It's Mira Lima. Ja, auch ein Podcast-Gast. It's Mira Lima. Wir sind betrunken. Was heißt denn da wir? Ich bin betrunken. Sie nicht. Mir ist nur warm. Ich habe 2. Der hat 2 Kinder. Willst du auch mal als Gast kommen, Roland? Roland, jetzt musst du kommen. Roland, jetzt. Also für dich mache ich noch einen. Oh, du bist so scheiße. Warum bist du scheiße? Roland, wenn du kommst, dann mach ich noch mit. Hallo, 2 Samira. Kinder. Hallo. Samira, du könntest vielleicht noch mal ein bisschen Werbung machen für unseren Podcast. Deinen Podcast, ja? Man muss ja die Lorbeeren... Ja, sie will nicht dazugehören, weil sie weiß ja auch gar nicht, worum uns zuhört. Moment, ich bin der nervigste Podcast-Gast laut deiner Statistik, ja? Also... Nein, der Kinderzahnarzt liegt hinter dir. Danke. Es hat nichts mit nervig zu tun, sondern einfach die Anzahl der Downloads. Die waren wahrscheinlich abgeschreckt, Ja, weil es bei mich dir wollte 2 halt Folgen niemand waren. hören. Ach doch. Schau, deswegen hast du bei jedem anderen dabei sein dürfen. Das ist so schön. Zum Vlies wird mir auch unglaublich dick. Ich sehe eigentlich aus wie ein dickes Schweinchen. Ich sehe mir aufgefallen, so ein Das rosanes stimmt Vlies. nicht. Ich bin mir ein dickes Schweinchen. Gehst du ein bisschen unter, musst jetzt noch mal ein bisschen herrutschen. Ey, tut mir echt leid, habe ich das total vergessen. Ja. Ja. Jetzt ist deine Chance, zur Weihnachtszeit was Gutes tun. Das wär natürlich Wahnsinn. Wir haben nämlich schon 2280 Downloads. Ja, und das ist für uns eine ganz große Zahl. Wie war das Spenden für jeden? Testmark, dein Mann schaut zu. Oh, wie geht's dir? Krank. Ich habe doch gesagt, Was jetzt? Moment. nicht zu 100%. Ja, aber das kann man ja nur nachholen. Das Geht ist ja schon. nicht so. Wie gesagt, eine gute Tat zu Weihnachten, musst dann nichts spenden, machst einfach Werbung für unseren Podcast. Na, Schmarrn. Spenden Sie lieber für die Sozialarbeiterinnen Neufahr. Ja, von der habe ich jetzt erst eine Nachricht war gekriegt. lustig. Ja, schön. Echt? Ja. Anderes Thema. Oh, jetzt habe ich mich sauber verschluckt. Ja, schön. Ja, so viel dazu. Aber es war toll, das Podcast, ja. Und wie gesagt, Das Podcast, wir waren ja. eine der Ersten und die taten so ungern sterben lassen. Aber die Idee, dass wir einfach jede Woche uns schnell hinsetzen, was ist bei euch? Jede Woche bist du irre. Entschuldige. Jede Woche. Ich bin jetzt dafür, dass Roland, der 2 Kinder hat, sich definitiv melden sollte und als Podcast-Gast kommen sollte. Herr Roland, du kannst mir jetzt kannst den die Welt Arsch retten. bewegen. Ja? Wäre schon gut, ne? Ja, und Themen? Schick uns der mal Roland, Themen. wie mache ich hübsche Fotos mit 2 Kindern? Ja, also wenn das kein Thema ist, dann weiß ich auch nicht. Guck dir doch mal den Account an. Ne, ich sag dir, was der hat. Der ist, Die ist halt schon groß. Roland ist bestimmt, ah ja, es sieht auch aus wie 60. Wo sollen die denn groß sein? Quatsch. Roland! Bist du noch da? Mach ich. Oh, sie macht Werbung. Danke, Samira, du bist toll. Schau mal, Ich follow dir auch immer noch und schau da immer... ist er irgendwo in der Karibik. Boah. Das ist 100 Pro. Blick ist schon leicht starr von der vielen Sonne. Kos? Oh. Was ist das, Griechenland? Na. Kos ist doch Griechenland, oder nicht? Da, Gries. Ja, Entschuldigung. Na, das ist irgendwo in Niederbayern. Nein, irgendwo in Kroatien. Das ist Krk. Der geht auch noch laufen. Der kann keine Kinder haben. Das ist gelogen, Roland. Das ist gelogen. Wo ist denn der Roland jetzt? Jetzt hat er auch- Jetzt mag er nochmal. Schau, dass du ihm Angst machst. Wahrscheinlich kommt seine Frau von unten. Jetzt hörst du den Wein. So, ja, jetzt müssen wir wieder ein bisschen Seriös werden. reden. Ja.
Na, aber es war toll. Ich bin nach wie vor sehr stolz auf meinen Podcast. Und was wirklich das Schwierigste für mich persönlich ist, ich habe ja meine tollen Sticker. Ich habe ja extra Drahtschkattel. Da, halt's rein. Im Übrigen, eins der Feedbacks, die ich gekriegt habe, war, mein Name ist scheiße. Wieso? Drahtschkattel. Weil, Ja, das D ist halt. ja, das ist bayerisch. Aber das können auch nur bayerische Hättest du nicht eine Ratschkattel sein können? Ja, Ratschkattel ist zumindest auf YouTube, gab es vor 100.000 Jahren schon mal ein Ratschkattel und das ist, weiß ich nicht. Und die Ratschkattel? Ach, Roland, warte. das soll ja was Bayerisches sein. Was sagt er? Alle 2 Wochen bei mir. Aha! Aha! Deswegen hat der ein schönes Leben. Gute Nacht, Mädels, ich hau mich aufs Ohr. Macht's Ja, weiter so. Sehr hast lustig du mit recht. euch. Ja, Podcasts downloaden und ein Like hinterlassen, danke. Die Hast ist du wirklich recht. aus Tirol, gell? Gute Nacht. Die ist echt aus Tirol. Mit der habe ich schon mal geschrieben. Echt jetzt? Ja, finde ich voll Oh, cool. das ist schön. Das ist die einzige Ist Tirol in Österreich, ja. Ja, vielleicht auch Italien, man Das weiß ist es dein Österreich-Download. nicht. Das ist mein Österreich. Hey, ich bin bei dir und ich liebe Österreich. Ihr habt das beste Essen weltweit. Ja, gut, so viel dazu. Ja. Roland hat Roland auf, komm, Gast. Gott. Ich habe meine Kinder alle 2 Wochen. Find ich super. Magst du das gern, wenn du dich da so anbietest? Das hat einmal eine Lehrerin zu mir in der 7. Klasse gesagt, Katharina, bietest dich aber schon sehr an, sehr devot, super, 2 Fremdwörter, 7. Klasse. Was ist denn das, was meinten die? Da gab es noch kein Handy, wo es googeln als Kinder. Devolo, das war doch Internetverstärker. Devolo! Ja, Nein, schön. so viel zum Thema Ratschkattel. Ja, jetzt musst du deinen Namen ändern, wenn die Leute das doof Ich finden. spitze die, glaube ich, habe nur 200 Sticker um. Das geht nicht. Sehr schön. Ja, Ja, ich hab's auch, glaube ich, so accountmäßig ein bisschen übertrieben, weil ich ja ganz viel rasende Reporterin jetzt auch mit reingenommen habe. Stimmt. Und das wird im nächsten Jahr ein bisschen separiert. Wahrscheinlich gibt es dann gar nichts mehr, weil ich muss ja dann wieder arbeiten. Im Übrigen, mein Traumjob, Ja. Rückruf steht immer noch aus. Ich bin immer noch total Ja, aber Moment mal, der hat gesagt Ende dieser Woche und es ist noch nicht mal annähernd Ende dieser Woche. Montag. Nicht annähernd Ende dieser Woche. Oh Gott. Also bin ja trink sehr noch einen Glühwein, ungeduldig. sehr brav. Wenn ich beim Ikea bin, komme ich vorbei. Ja, Word. da schau. Das ist jetzt getrackt. September 2020. Wir haben dich jetzt getrackt. Wir wissen das. Google sagt uns, wenn du beim Ikea bist und dann... In seinem Account steht bestimmt, hasse Ikea. Gehe nie bei Ikea einkaufen. Meinst du? Na. So ein Billigscheiß kaufe ich nicht. Ach, Schmarrn. Hallo. Was waren denn jetzt, weil man, du bist ja immer noch nicht sicher, ob das überhaupt was für die ist und so. Was war ein Thema, was die wirklich interessiert hat, außer Kathi Hummels? Also, weißt du, was du mir mal erzählt hast? Du hättest vielleicht eine Kollegin vom Prof. Ich bin so ein bisschen, weißt du, ich brauche halt was Ich brauche Intellektuelles. was Intellektuelles, ja. Aber dann nicht Schach spielen können, weißt du? Wer war das, die Dame? Ich glaube, ich darf ihren Namen jetzt nicht sagen. Ja, ich sage, nennen Sie Frau X von. Frau X, die hat Paarforschung gemacht. Und Studiengang Bildung und Erziehung im Kindesalter. Hoho. Ich habe es zweimal angeschrieben, sie hat mir einmal geantwortet, beim zweiten Mal nicht mehr. Und wie gesagt, viele Leute vergessen das einfach. Ja, das Oder wollen nicht, oder wie auch immer. Und man kann auch zu uns gern anonym kommen. Und wirklich, scheut euch nicht. Ich weiß, wie schwierig das ist, wenn man sich selber irgendwie ja, das anbietet. stimmt, man braucht ja nicht mal ein Foto. Wir können ja, keine Ahnung, was. Ja, kann man ja das Ratschkattel-Ding vor die Nase halten oder irgendwas. Also wie gesagt, man kann das komplett anonym machen. Und sollte es jetzt jemanden geben, der uns regelmäßig irgendwie hört oder zufällig hört, Spanien zum Beispiel. Spanien zum Beispiel. Na wirklich, kommt's. Ich hätte wirklich gerne mehr Gäste, die einfach auch was zum Erzählen haben. Stimmt. Kathi Hummels zum Beispiel. Ja, Kathi Hummels. Ich verlinke es einfach mal. Oh ja, mach das Ich mal. verlinke es einfach in den Beitrag dann. Vielleicht kriegst du dann von einem Anwalt. Sie haben Frau Hummels verlinkt, nehmen Sie es bitte Wir von Ihrer haben Seite. alles durchgeschaut. Sie haben es öfter erwähnt. Frau Hummels möchte das nicht. Wir haben eine einstweilige Verfügung. Sie dürfen den Namen von Frau Hummels nicht mehr in den Mund nehmen. Nennen Sie dann nur noch Kathi H. Fischer. Das sind jetzt aber Ich
darf so gern einen Promi-Klatsch-Podcast machen. Oh Gott, wir waren so gut drin. Wir waren so immens Wie gut mit drin. meiner Kylie Jenner. Folgst du dir immer noch? Ja, natürlich. Oh. Was Frage. jetzt? Gott. Wer sind deine Top-Influencer, den du followst, die du eigentlich jeden Tag anschaust? Oh ja, jetzt wird's interessant. Ja, du? Du Bei stehst mir immer ist es- ganz vorne. Nein, nicht du bist mein Top-Influencer. Oh yeah. Du bist immer ganz vorne. Wenn ich ganz, ganz dolle mag, ist tatsächlich die Bucketlist Family. Immer noch? Nein, da habe ich irgendwann Hass gekriegt. Nein, da habe ich echt irgendwann gedacht, mein Ja, Gott, schöne, Kinder. fröhliche Menschen, die die Welt bereisen. Ja, kotzig einfach, Ätzendes Volk, ja. Der Heidi folge ich immer noch. Der Katzenberger, logisch, weil die ist Katzenberger ist bei mir auch dabei, ja. ist ja meine Heimat. Kommt ja von daheim, von Lumbehafen. Der Jota ist, finde ich, Am Jota schau ich aber auch super gern. unterhaltsam, super. Kathi? Und die Oksana finde ich ja auch total Wie heißt die lustig. ganz? Oksana. Kolschenko. Was hat denn die eigentlich mal gemacht? Die war mal bei Deutschland sucht den Superstar, aber daher kenne ich sie auch nicht. Bist jetzt auch live? Bist auch live? Jetzt gehe ich auch live. Ich sagte, kenne mich nicht aus. Nein, und die ist dann aber mit ihr Mann ist, glaube ich, der hat in Berlin schon einen ziemlich erfolgreichen Laden aufgemacht, Disco. Und hatten ziemlich viel Asche und sind damit nach L.A. und haben einen neuen Laden aufgemacht. Und der brummt jetzt auch. Und die haben 2 süße Kinder und sie zieht hab sie ich immer aber- süß an. Und das finde ich toll. Da habe ich aber gelesen, dass das alles gar nicht so easy peasy war und dass da echt durch eine schwere Zeit gegangen sind. Hashtag Promiflash. Hat man das auf einem Social Media Account auch mitgekriegt Ja, oder doch. war das immer. So, ich weiß ich nicht, weil ich folge ihr erst seit es ihr gut geht. Aber nein, mag ich nicht so nein, gerne auf nein. Instagram. Finde ich scheiße. Nein, aber so wie ich das mitbekommen habe, war das auch schon. Also das Tolle ist, denen geht's gut, die haben Kohle, aber haben auch was dafür getan. Haben sich auch reingehängt. Die ist auch, glaube ich, jede Nacht bis um 3 Uhr wach, steht dann morgens um 6 Uhr mit den Kids auf und kümmert sich um die ganze Show. Also Ja, aber du kannst es ja Social Media mäßig immer gut darstellen. Weißt du, was ich meine? ich denke mir immer aber bei diesen ganzen Story-Geschichten, wenn du jemanden so über den Tag begleitest, das muss doch wohl irgendwo ein bisschen Wahrheit dabei sein, oder nicht? Ja, aber du machst halt. Die haben mit Sicherheit auch den. Kinder nerven einfach. Und die nerven nicht nur mich. Ah, natürlich. Und das wird halt nicht gefilmt. Oder die wird auch nie sagen. sagen, ja, meine Kinder, also manchmal könnte ich sie an die Wand werfen. Ja, das willst sagt du halt das die sehen? nicht. Ja, weil es fucking ehrlich Ja, war. aber ich freue mich über die heile Welt. Ich freue Ja, mich, wenn ich das du- sehe. Du bist ja... Du, Scheiße. Aber überhaupt nichts gesagt. Ich mag schöne Menschen anzuschauen. Heidi habe Nicht ich zum sowas Beispiel wie- auch. Ja. Auch, ich finde uns toll. Ich liebe uns. Selbstliebe. Schön. Hashtag love yourself forever. Gott, der Frau gebe ich nie wieder Alkohol. Ah, schön. Du, dein Weihnachtsgeschenk beinhaltet im Übrigen auch Alkohol. Ich fahr doch nicht. Krieg ich jetzt ein Weihnachtsgeschenk? Ja, du hast doch gesagt, du lädst mich Weihnachten einmal zum Abend Ach so, draußen ja. ein. Wir fahren doch mit, Draußen, wir dürfen raus, ja. von unserem Ja. Grundstück runter. Ja, genau, richtig. Ja, genau. Faden verloren. Ne? Wem folgst du denn? Valentina, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Belissa, das ist ein Tattoo-Model. Okay. Das ist so eigentlich die beste Freundin von der Bonnie Strange, die du auch. Okay, doch, die Bonnie kenne ich, Strange, aber ne? der folge ich, glaube ich, nicht, aber die kenne ich. Ja. Und das waren im Übrigen diese 2 Influencerinnen, die komplett rotzevoll online live waren. Und die Schön. finde ich sehr unterhaltsam. Ja, gut. Gerade bei der Bonnie Strange siehst du halt wirklich so dieses Influencer-Leben, wo Die hat du doch auch denkst, ein Kind gekriegt, der hat oder? ein Kind gekriegt, ja. siehst du? Goldie Venus. Goldie. Ach, Goldie finde ich einen super Namen. Wird aber nicht gezeigt. Ja? Gar nicht. Und von der anderen auch nicht. Der hat auch ein Kind gekriegt. Und ja, und wer ist denn noch so? Ach, keine Ahnung, wer ist denn da noch so dabei? Was so unterhaltsam ist. Ich sehe gerade, du hast erst die halbe Tasse. Ja, wer ist die halbe Tasse und ich bin schon komplett müde. Ich habe gedacht, du nimmst eine ganze Flasche mit, jetzt bist du nur mit 2 Tassen gekommen. Komm auf Ex, schau mir, was passiert. Die Wetten sind... Kann ich machen. Mindestens ein halbes Jahr machst du mit. Mindestens ein halbes Jahr machst du wieder Podcast mit. Dann zieht sie ihre Ohren ab und tanzt auf dem Tisch. Ja. Nun gut. Ich glaube, der Vati freut sich schon, wenn ich aufgekommen. Ja, wahrscheinlich. Juhu, die Ja, haben alte wir ist nicht Knülle. Ja, Kim, 10 Minuten haben wir jetzt schon nicht, also eine Stunde schaffen wir schon. Ja.
Zirp, wenn der Heuballen durchs Bild fliegt. Ja, also dein Highlight war der Professor. Und was Ja. war das schlimmste Erlebnis im Zusammenhang mit dem Podcast? Im Podcast? War das, als der Bruder gesagt hat, ich höre mir das nicht an? Also ich würde es nicht anhören. Nein, das schlimmste Erlebnis im Zusammenhang mit dem Podcast. Alles. Na, die Geschichte von der Kathi. Das Das war war schon schon schlimm. sehr traurig. Muss ich schon sagen. Wenn du sowas hörst, dann... Ja, da müssen wir wieder dankbar sein für das, was wir haben. Richtig. Ja. Jetzt sind wir beide traurig. Jetzt weinen wir nur rum. Jetzt weinen wir ja, noch weil der eine Runde Glühwein in die Tasse. einschießt. So, ja, jetzt haben wir immer noch Zuschauer. Man glaubt es gar nicht. Zuschauerfragen. Zuschauer. Wir machen jetzt die Ihr dürft uns Zuschauer. jetzt alles Die fragen. Speedrunde. Die Speedrunde. Dö, 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 dö. Ja, wenn wir jetzt ein Xylophon hätten. Ach ja, Ja. das habe ich vergessen. Tut mir leid. Was, Die Wer wird Millionär? was würdet Mein ihr euch. Na, was sind Themen, die ihr gerne in einem Elternpodcast hören würdet? Was, oder Anregungen, Tipps, Kritik? Trinkt nicht so viel Alkohol Trink vielleicht. nicht so viel Alkohol, ja. Ja. Was werden. Achso, du hättest ja gern so dramatische Themen noch. Ja, einfach um das Gespräch anzuregen. So. Also, ja. Gut. Ja. Also, ich bin nicht für Dramatik. Oder was Kann hältst ich du prinzipiell von der Idee, mit meinem Mann einen Podcast zu machen? Super. Super, dann bin ich raus. Find Da ich- braucht sie mich nicht mehr. Das ist eine tolle Idee. Ja, mach das. Ich finde das total lustig, weil man da halt weil ihr beide dafür gemacht seid. Ne, der überhaupt nicht. Der liegt halt Ja, so find lustig ich. da. Boah, ja, können wir das im Liegen machen? Na, können wir da in die Bauernstube runtergehen, da haben wir alle Podcasts aufgezeichnet. Das ist halt einfach so ein Environment, du weißt. Ich will aber nicht aufstehen. Das war schon der erste Diskussionspunkt. Ich find's lustig. Kann ich nebenbei Landwirtschaftssimulator spielen? Ja. Na, oh, weißt du, was ich aber noch lustig fände? Ein Podcast mit der Oma. Erziehung Die von ist- vor. Die ist, glaube ich, nicht mehr 40 so Jahre. ready Nein. mitzumachen. Nee. Sag mal, du warst doch bei diesen Schützenrentnern, Rentnerschützen. Wie nennt man die? Na, shit. Beim doch, Seniorenschießen. Da Ja. darf ich im Übrigen mal am 18. zum Königsschießen hin. Ja. Ja, frag doch da mal einen Alten. Sie sind schon so alt, sie haben bestimmt total viel Zeit. Haben sie Kinder gehabt? Ja. Ja, weiß ich nicht. Nein, dir das da weiß ich mal nicht. Das ist ein. immer schwierig, alte Leute mit so Technik und so, das ist immer gar nicht so Was einfach. machen Sie da? Wir sitzen im Keller und reden. Ja, und dann nehmen wir es auf. Ja, aber warum? Ich kann man sich übers Internet anhören. Ja, aber wer? Oh Gott, Das wissen wir selber nicht. Aber es waren schon 2080. hol dir mal ein paar Alte. Jetzt ist zu viel. Ja, jetzt weinen wir doch. Schön. Schau, einer hat es wieder gerissen. Ach, wie schön. Ah. Schön. Wir müssen das öfter mit Alkohol machen. Am Anfang, wenn wir die Podcasts angefangen haben, habe ich immer einen Sektor gehabt und konnte, nee, also da trinkt man nichts mehr. Also, Das muss ja alles seriös sein. Und dann haben wir es wieder weggelassen und jetzt, Gott, Wahnsinn. Siehst du, was jetzt haben wir einen bei rumkommt? Durchbruch, glaube ich. Ja, jetzt haben wir einen Durchbruch. Jetzt kann man's Günther, Roland. Der Roland. Günther, Roland. Stimmt denn nicht mit dir? Was hat der Roland geschrieben? Was tut ihr, um einen Ausgleich zur Familie zu bekommen? Wir machen einen Podcast. Wir machen einen Podcast. Wir Ich setzen bin uns viel in den auf Keller. Social Media unterwegs. Ja, genau. Wir setzen uns in den Keller. Wir setzen uns in den Keller. Ausgleich zur Familie, ja, man sollte mehr alleine machen. Habe ich gelesen in jeglichem Ratgeber, Ja. den es gibt. Zum Beispiel in einem Podcast. Ich glaube, wir sollten jetzt aufhören. Das macht doch alles keinen Sinn. Ja, also Zuschauerfragen waren jetzt auch immens viel gerade. Ruth Moschner hat ein Live-Video gestartet. Schau. Die Konkurrenz. Mach um!
Was heißt Wieso? die Konkurrenz? Geh mal drauf. Nein, du gehst jetzt nicht, du klopfst jetzt nicht bei Ruth Moschner Wieso? Da an. kann man sich Ich zuschauen. mag die Ruth. Macht alles kaputt. Du machst alles kaputt. Ja gut, ja, hast Nein. du noch letzte Worte für dieses Jahr? Letzte Woche, hol dir einen alten. Hab ich schon. Aber der Was spielt immer nur bleibt. Halt in der Arbeit. Ich fände es auch toll, wenn wir deine Mama holen würden. Nein, weil die so viel Sachen von mir dann erzählt, das möchte ich glaube ich Die nicht. kann ja von deiner Was die Zwillingsschwester. Bruder gebraucht hat, was die Meinung hat. Die kann ja von deiner Zwillingsschwester sprechen. Ja. Nein. Oder deine Mama. Hey, deine Mama dann nicht? Meine Mama mag sowas nicht. Meine Mama hat auch schon mal das Internet gelöscht. Also die kann da nicht viel mit anfangen. Ja, komisch. Komisch, dass die das nicht mag. Ne? Komisch, ja. Wo hast das du noch her? Holland hat was. Und viel Glühwein. Ja. Viel Alkohol. Viel Glühwein, ja. Ja, Alkohol. na. Ja, dann. Ja, was sind deine Wünsche? Meine für Wünsche nächstes sind, Jahr? dass mir mein geheimer Promi-Gast echt einen Termin ja. schickt und dass du da dabei bist. Also das, wenn die der Prominenz Roland kommt. oder Ja, wenn Roland oder die Prominenz kommt. Roland ist die Prominenz. Roland ist die Prominenz. Nein, das stimmt, das ja. war so schon sehr schön, weil ich glaube, dass wir da einen ziemlichen Schub gekriegt hatten. Und ja, keine Ahnung, was ich mir wünschen würde. Macht viel Werbung. Radiosender. Gebt uns ein Like. RTL. Ja. Ja. RTL hat auch Radio, oder? Ja. Ja, Radio. Ja, und halt, weiß ich nicht, wenn es jetzt jemandem gefällt oder so, wenn es euch gefällt, dann lasst uns ein Like da und abonniert uns. Oh Gott. Ja, schön. Okay, in diesem Sinne, also. Frohes Fest, rutscht's gut rüber, habt das eure Spiel Kinder verkehrt. lieb, auch wenn sie nerven. Genau. Habt schöne Feiertage, Fressen, Fernsehen, Familie. Und, und Genau. ja. Und spendet für Affen. Und spendet für Affen oder Menschen, je nachdem. Oder Sozialarbeiter. Was in die Kategorie divers fällt. Genau. Alles klar. Ja, Gut, schön. in diesem Na, Sinne. Liebe Häkelfrau, danke Ja. nochmal für ein wunderschönes Ich fand's auch toll. Jahr. Ich Und hab danke, Tränen dass- gelacht. Ja, danke, dass du immer Unsere dabei Hörner warst. verhaken. Du darfst nicht weg. Ich darf nicht Hast du wieder weggehen. reingelassen. Na, danke. Danke für alle, die uns zugehört haben. Wie gesagt, Ja. Feedback, schreibt's uns, abonniert's uns, schickt uns Nachrichten, was euch Ja. gefällt, was euch nicht gefällt, was euch interessieren darf. Wenn ihr selber als Gast kommen wollt, scheut euch nicht. Na, ihr könnt uns jederzeit gern schreiben, wirklich. Wir sind da open Genau. for everything. Und irgendwann, wenn wir reich und berühmt sind, dann erwähnen wir euch auch. Oh ja. Also, Bis dann. sind wir noch was singen? Jetzt mach aus. Ich will nicht Tschüss sagen, es war so schön, ich will nicht wieder rauf. Na, okay, also, Oh, in diesem Sinne. in diesem Sinne. Klappe. Klappe. Ich bin kaputt. Ja, es geht. Ich bin müde. Ich habe letzte Nacht nur 3 Stunden geschlafen.